Brüste auspacken? Nein. Okidoki. Nein, nicht ganz. Ja, man muss ja immer mit dem grössten Argument kommen, das man hat, oder? Hallo, hier ist der Lionel mit ziemlich heiserer Stimme. Heute geht es um Babbel. Das ist eine App, mit der du Sprachen lernen kannst. Und warum es Sinn macht, Sprachen zu können, das zeige ich dir einfach jetzt gerade. Vielen Dank, dass du dir kurz Zeit nimmst für das. Wie heisst du? Kein Problem. Eileen. Aber sag mal, ist euch schon mal irgendwie etwas Lustiges passiert, weil ihr in irgendeiner fremden Sprache etwas gesagt habt, aber in Wirklichkeit etwas ganz anderes gesagt habt, als ihr gedacht habt, dass ihr sagt? Also Hair ist ja Haare und Hairs heisst ja Charme und da kann dann schnell mal irgendwie ein Missverständnis entstehen. Was ist denn für ein Missverständnis entstanden? Im Englischunterricht. Ja, ist so ein bisschen falsch übergekommen. Was hast du denn genau sagen? Ja, dass ich ihre Haare schön finde. Und ist ins Taxi geschieden und hat jetzt den Ort gesagt, wo er wollte hin. Und anscheinend heisst der See sehr ähnlich wie ein Scheissehäuschen. Hast du das ihr gesagt? Nein, müssen nicht. Der Lehrerin? Oh shit, okay, alles klar. Der Taxifahrer hat es dann wirklich zum Scheissehäuschen gebracht. Und es war sehr verwirrend. Er hat schon gemeint, er hätte ein sehr scheissiges Hotel gebucht. Stellen wir uns vor, ihr seht hier plötzlich einen hübschen Amerikaner rumlaufen. Ihr wollt unbedingt mit ihm ins Gespräch kommen, macht ihn an. Was genau sagt ihr auf Englisch? What's up? Keine Ahnung. Es ist lustig, wie sie immer zurückläuft. Andererseits würde ich angemacht Brüste auspacken? Nein. Okidoki. Nein, nicht ganz. Ja, man muss ja immer mit dem grössten Argument kommen, das man hat, oder? Damn! Do you wanna go to Starbucks? Ja. To Starbucks, okay. Damn, und dann was? Es geht vielleicht noch weiter. That's man, oh damn! Bitte übersetz mal auf Englisch. Du gehst mir auf den Wecker. Dumm übersetzt heißt irgendwie «You go me on the clock» oder so irgendetwas. Es ist einfach nicht schön ausgedrückt. So, you suck. You are going me on the Wecker? Nein. Ein anderer Satz auf Englisch und zwar, ich glaube, du spinnst. I think you spider. Ja, nicht «You're spinning», ja, nein. I think you're weird. Wie würde es auf Portugiesisch heißen? Você tá me estressando. Caralho. Was heisst Garei? So, und an dieser Stelle unterbrechen wir kurz. Es geht nachher gerade weiter mit der Umfrage. Wenn wir schon bei Portugiesisch sind, schaue ich mal die Portugiesisch-App von Babbel an. Ich finde das noch ziemlich chillig, weil es fokussiert sich halt auf das Vokabular vom echten Leben und nicht das aus der Schule. Du kannst das auf dem Desktop machen, du kannst es auf iOS oder auf Android bekommen. Also du hast wirklich alle Möglichkeiten. Du kriegst halt für den zeitlichen Aufwand, den du reinsteckst, enorm viel zurück, weil halt ein ganzes Sprachexperten-Team dahinter ist. So, ihr seht jetzt zum Beispiel, ich bin im Home. Ich gehe jetzt hier auf Kurse und nehme den Anfängerkurs, das ist einfach der oberste, der Aufbaukurs. Da habe ich jetzt ganz viele Lektionen zur Auswahl. Preis-Leistung stimmt bei diesem Ding halt mega, weil schaut, ich habe hier bei Kursen eine riesige Auswahl an Kursen, die ich machen kann. Und übrigens, in der Videobeschreibung ist ein Link, das ist ein Angebot. Ihr zahlt für 6 Monate, aber ihr kriegt 9. Das heisst, ihr kriegt am Anfang quasi ein richtig fettes Geschenk. Und jetzt geht es weiter. Jetzt siehst du einen hübschen Franzose, irgendwie so einen tollen Pariser oder so etwas. Du machst sie an. Was sagst du? Voulez-vous coucher avec moi? Do you speak English? Ich möchte gratulieren. Bonjour, genau. Bonjour, mon amour. Bonjour. Tu es très jolie. Ah, und was antwortest du? Bonjour, du im Fall auch. Je dois tu que pour. Ich weiß nicht. Du willst keinen Kontakt mit Pariser? Was? Jetzt muss ich also hier mal schnell nachhaken. Du lachst dir da immer einen Schranz. Nein. Was ist denn so lustig? Nichts. Je vais aller à Paris. Le Stadt. D'amour. Bitte übersetz auf Französisch, dass du einen Kuchen essen möchtest. Boah, Sag, dass du einen Kuchen essen möchtest. ich bin im Fall, ich kann nicht richtig Französisch. Je veux un gâteau. Du willst einen Kuchen was? Manger. Nicht Französisch. Nicht. Was machst du in Frankreich? Verhungern? Ja. Je veux einen Kuchen essen. Je veux einen Kuchen essen. Willst du Spaghetti mit oder ohne Soße? Mit ohne gern. Weißt du, ich war eben 3 Monate in Australien.
Okay, danke schön vielmals. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt. Merci vielmals für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Feierabend. Das ist es mit dem Video. Sorry nochmal für die Stimme. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben oder schaut euch den Link in der Videobeschreibung an. Am besten natürlich beides. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! So, jetzt.